dass immer gewisse Bausubstanz zu Lützeburg aufgerat gehen, an der Platz Küsten entstehen, geht immer mehr kritisiert. Und so sind auch die letzten Jahre neue Initiativen entstanden, die sich gegen wertvolle Bautenzerstörung ersetzen. Nicht später wie den letzten Oktober hatten ursprünglich Organisationen und Gruppen sich zusammengeschlossen, für an der Stadt für einen effizienten Schutz von architektonisch wertvollen Bauten zu demonstrieren. Auch Urstadtland auf lokalem Plan sind Gruppen und Bürgerinitiativen entstanden, die versuchen zu retten, was zu retten ist. Mir immer ein Mann zu Wort kommen lassen, den Stadt und Land aus dem Erwerb kennt, an ein kritisches Bilan über die architektonische Todsünde zieht, machen wir kurz einen nostalgischen Ausflug an Stadt Lützeburg, an die Echthaltend vom 20. Jahrhundert. Luxembourg Belle Époque heecht den Album aus der Edition Schortchen mit Aquarellen von André Fleury. Der Historiker Robert Philippa beschreibt die Zeichnungen als ein romantisches Alltagsbild von der Jahrhundertwende. Der Maler hat einen von den ergreifendsten Momenten aus der Geschichte von der Stadt Lützeburg ausgewählt. Jedenfalls sticht bei diesen Bildern die imposante Stadtarchitektur apart dafür eine Architektur ohne freischliche Küsten. Nach diesem Exkurs an eine Zeit, wo alles mir gemächlich aufgelaufen, als Stadthäuser erbauten nicht unter der Nähe geflucht haben, zurück an Eiszeit bei einem Mann auf der Côte de Profession, den seine Etude Ende von der Großkasse hat, als sich all der Robbenheit über den Staat opregt, die hier Seele verloren hat. Ja, ich habe die Stadt als junger Mensch kennengelernt. An die Jahren 50, wie ich am Nehmen war, da war das eine ganz schöne Stadt. Überall standen wunderbare Häuser, Villen, die Maison de Maître. Einfach schön. Schön. Da war zum Beispiel das Hotel Brasser. Da sind wir als Assos zusammengekommen, für uns Politik gegen Katholiken zwar, die auf der anderen Seite sitzen an einem auch flotten dabei, wird genannt als Kinder versoffene Rosenkranz. Wir hatten den Stuff von August Scholz, mit dem Rotrüst und so, im Orchester. Eine Atmosphäre humain, ob der Präsident war ganz gut passieren, war der Panam, so. Anstatt die Kehr zu präservieren, als alles aufgehabt in der Zugangen, oben an der Großgas, mit Monopol Scholler, das war eine Katastrophe, das Gebäude. Grausam und das ausgesehen. Wenn ich gesehen habe, hat ich gut Eczema an da. Das ist dann alles verschossen. Anstatt für Platz zu machen, wir haben im Sektor des Service, Banken, die hätten ja die Zeit können ungesiedelt gehen auf die Kirchbirch. Das waren immensen Etendue, da hätten sie können ungesiedelt gehen. Da wäre das fein gewesen. Wir hatten eine Kehr an der Stadt gehabt, die gesund und schön geblieben wäre. Geht da gucken, was das hat. Das ist zum Heulen. Kein Mensch kennt mich an die Stadt mit Genuss gucken. Il n'y a rien à voir. Rien du tout. Ob der Präsident, da fällst du von den Hotdogs oder nie in einer Billigsauerei zu fressen. Es sind zwar 2, 3 Restaurants da, aber es n'est plus cette Atmosphäre. Das ist alles fort. Ich bin ziemlich degoutiert, muss ich sagen. Wenn ich an der Großgasse bin, habe ich gesehen, wie alles da ist. Und da kommen ein paar ganz noble Geschäfte, die fluchen an dem Wied, der unter dem ist. Ja, auch den Mann, den du den Immeuble gebaut hast, mit denen viele Losangen. Ich hoffe, dass die nicht denken, hier alle gehen raufhalten wie 100 Guillotinen zur gleichen Zeit. Ne? Mit Durchstungen wieder an, das war so schön. So schön. An die Jahren 50, 60. Alles verschwunden. Es ist ein immenses Gebäude. Wird alles okkupiert. Kein Wümi, nichts. Gut nicht, das ist ganz katastrophal. Fand ich. Damals gab es ja kein großes Reglement für das zu verhindern. Es war auch gut keine Volonté Politik dafür zu verhindern. Ich will nur nicht den Prozess von verstorbenen Politikern machen. Ich meine, du wären
Leute im Pouvoir gewircht, die responsabel waren, war der Urbanismus. Wir warten so war. Das ist ein anderer Perdenmarsch. Das weiß ich noch. Ich höre 90, weil ein wunderbar Staat blieben ist. Wunderbar Häuser. Dahin können Menschen nach gehen, an 100 Jahren, wenn das still bleibt, für das zu bewundern. Den Art Nouveau, den Art Deco, das ist ein extraordinär schöner Staat, gell? Die ist präserviert. Komplettement präserviert. Ja, wir haben Unfug getrieben. Total Unfug. Ja. Mir Lützeburg für die Kosten zu gucken, die Architekten Lodoina geklagt haben, dafür braucht kein zu kommen. Ich habe geschrieben in einem Brief, ein Ausländer, den sich überlegt, wohin ich soll gehen für Report zu tun, die braucht ganz sicher nicht auf Lützeburg, eine Liste Lützeburg, die Kurben an der Gölle Frau nicht geschrieben. Also Bursche, nein, 4 bei Junglünster, die kleine Leibstatue mit der Festung dran, ich komme noch nicht hin. Aber die ist präserviert, das ist ein Schenkdorf. Das ist ganz gut präserviert. Burschlünster. Fand ich zum Teil gut präserviert. Es sind noch Gebäude, die da renoviert sind, magistralement renoviert sind. Allgebäude. Da sind keine so Kosten gekommen. Ich fand die Leute, die Burschlünster dort administrieren, hatten die das nicht schlecht gemacht. Par contre, Junglünster doch ein ganz gut Massarchitektural nach. Ja. Das Problem ist den Hai. Kann ich ja nicht einfach in den Progress sein. Ich muss ja akzeptieren, dass es Grand Surface gibt für Verkauf. Das ist nicht mehr so. Aber Grand Surface nun aber etwas fertig gemacht. Sie haben dir verfreckt gemacht. Du hast kein Bistro, du hast keine Epicerie, du hast keine kleine Metzler mehr. Ich komme aus einem Dorf, Helmsing bei Wolfer. Die hatten eine Epicerie, sie hatten eine Metzlerin bei den Schienen, sie hatten Bäcker, sie hatten so, dazu zu den Moloven Trappen, geschwärmt und dann. Es war ein Video. Il n'y a plus de vie. Gouanage. Il n'y a rien. Keine Metzlerei, kein Bäcker, nichts. Surface, grande surface. Die haben also, qu'on le veuille ou non, en optant zu jugieren als negativ positiv, ist jedenfalls die Impression, dass durch die Kreation von der Grande Surface Terz von den Dörfern frei gemacht sind. Kann so Pelsen gehen für eine Bistro in uns und hier nach Paar. Das ist ein Spital. Das ist drüber. Lo hast dann etwas Ähnliches geschieht, was ich auch fürchterlich fand. Der Waldhof. Der hat so ein flottes Restaurant. Der Mann, den der geriert hat, hat das exzellent gemacht. War ein Genuss für da hinzugehen. Ein Genuss. Für was hat er müssen zu machen? Für was ist den so boykottiert? Wenn es irgendeine scheiß Formalität drin oder wenn es irgendeine geringer Scheißerei. So müssen wir. Da steht das da. Verwahrlost. Total verwahrlost. Bravo, das sind die Leute, die das fertig bringen. Das sind wunderbar Leute gewesen. Das ist schrecklich. Ich habe langscht vor und Waldhofen nicht gesehen, die Ruine, die da steht. Wo früher, schon wie ich Bof war, von Helmsing, sind wir da hin und schmieren jetzt gegangen. Mal das ist nicht mehr. Das ist ein Spiel. Fertig. Das ist geraumt. Wir werden auf ihr Wert. Probiere mal an der Stadt Strümpfe zu kaufen oder ein Bretellen zu kaufen. Oder so Sachen. Das sind ein, zwei Geschäfte, die noch an der Reihe. Mit das keine große Auswirkung. Ne? Und all die Geschäfte, die den Menschen seine echten Besoin zu befriedigen, das ist nicht viel Last da. Das ist nicht da. All die großen Herrschaften, die von Paris aufgekommen sind, mit ihren Kellerinnen, die verkaufen ja wahrscheinlich
Das war so nicht die Kalerinnen zu Paris. Da kommen sie plötzlich verkaufen. Ja, aber du findest du nicht, ne? Der normale Mensch, wie wir haben, ne? Ja. Wir leben nur im Moment in einem digitalen Zeitalter. Und ich finde die Impression, die Leute gingen immer mehr am Mord umgehen. Voilà, das ist meine Meinung. So dass der Pendel immer nicht mehr an die Negativrichtung steht. So wird er doch lange noch weitergehen. Weil das keine große Aussicht dabei besonders. Die Education nationale wird sich vieles zu reprochieren. Ne? Wenn ich bedenke, dass es junge Universitäre gibt, die nicht wissen, wie ein Land ist. Die gucken mit Monden an, wenn es die Pascal schätzt. Die nicht wissen, wie den Heidegger ist. Die keine Ahnung von Tuten und bloß. Von Montesquieu nach, was wissen die Leute? Rien. Rien. Und ich schwätze aus Erfahrung, weil ich ja viele junge Leute andere mich gesehen evoluieren. Das ist ja nicht mehr interessant. Was haben die gelehrt? Geht nicht nur mit dem Computer zu gehen. Und im Digitalen ne? Muss ich noch nach eine ganz Kopf Literatur können, für ein ordentlicher Mensch zu gehen. Eine ganze Kopf anderer Sachen. Wie Internet, ne? Wie Philosophie, Moral, Logik formell, wir können ordentlich zu denken, Literatur, weil an der Literatur steht ja ein enorm Richesse. Das wird negligiert. Das gesagt, wenn jemand den jungen Leuten hat. Gesagt. Allgemein wissen das am Gang zu digitalisiert. Am schlechtesten Sinn vom Wort. Ne? Ja. So war es. Soweit fir haut Menung vum Doyen vun de Lützebauer Affokoten a grosse Konstkenner a Sammler, de Gaston Vogel.